Das Abenteuer geht weiter, immer heiter. Auch hier bei Dragon Ball Z Kakarot im 6. DLC. Gokus nächste Reise, die eigentlich mit dem Turnier, also sprich mit dem Kampf gegen Uba schon beendet wurde. Wir haben auch schon den Abspann und so weiter alles gesehen und jetzt geht es aber darum, was wir sonst so alles erleben können. Mit weiteren Sidequests, mit dem Extra-Modus und so. Da gibt es offenbar noch ein bisschen was zu tun und ich sehe gerade, bin ich auf dem falschen Weg. Ich muss darüber. Irgendwo da ist noch eine Sidequest. Also eine Sidequest hier in dem Gebiet hier halt, ne? Ah, drüben. Nur hier um den Berg rüber, wenn es geht. Ja, stimme ich zu. Freezers Armee. Oh je, oh je. Okay, die drohen sind aber nicht von der Red Ribbon Armee, oder? Das sieht bloß so aus auf den ersten Blick. Okay, die Pose hat noch lange nicht mehr. Ein guter, aber auch ein kurzer Kampf. Und dafür ein Level-Up kassiert. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Also, ich will erstmal gerne die Sidequest machen und dann kümmern wir uns um den Extra-Modus. Gucken wir mal, was da noch auf uns wartet. Wir können vorstellen, dass wir dort ein relativ hohes Level brauchen. Mr. Satan. Ohe, ohe, da ist noch eine Kugel. Die Medaille nehme ich gerne mit. Oje, oje. So. Was ist denn los? Mr. Satan. Jo, was geht ab? Ja, also, das ist ja so. Bu hat Hunger. Wo ist die Schokolade? Ich sage es noch einmal, Bu. Die Lüge-Schokolade ist weg, nichts mehr übrig. Dann mach welche. Nochmal. Der Super-Kakao, den wir dafür brauchen, ist nicht verfügbar. Dann sammel welchen. Bu kann nicht mehr warten. Bu sauer, Bu wütend, Bu wird zu bösem Bu. Wo er es gesagt hat. Geld entgegengibt. Kannst du für mich einen holen? Wieso holt eigentlich Bu selber den? Bu einen Schokoladenvorfall. Und Mr. Satan seine Glatze. Ja. Eine werdende Glatze, wa? Der Blake-Sumpf, der Blake-Sumpf. Bu hält noch durch, solange Bu muss. Denn Bu ist cool. Und Bu spricht in der dritten Person von Bu. Also, der Sumpf. Ah, der ist schon hier. Ja, vor allem nähert sich dieses Abenteuer aber schon am Ende zu. Bin gespannt, ob wir noch die 200 Folgen erreichen werden. Gut, ich meine, ich könnte darauf gut genug schneiden dafür, ne? Aber sagen, hey, wir beenden nach 20 Minuten die Folge. Dann schaffen wir 200 Folgen garantiert noch. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt das, wo ich hin muss? Ne, das war das Ende. Wo ist denn die andere Quest? Ah, okay. Schon gezeigt hier. Huch. Ah ja.
Einmal. Zweimal. Das geht mir irgendwie ein bisschen zu leicht, tatsächlich. Was Ritter? Ah. Huch. Jetzt aber. Das war ja klar. Ey, kein Schritt weiter, Mann. Wir haben einen Sugar-Kakao. Bist du das Melone? Der Koch Melone aus dem DLC mit Bardock? Tatsächlich, Koch Melone. Hey. Also wie das, was man isst. Nein, Melone. Ja, eben. Nee? Kein Plan, wenn du bist. Ich muss nur noch an meiner Berühmtheit arbeiten. Dass er die ganze Zeit überlebt hat. Außerdem, wir müssen uns eigentlich erkennen. Wir sehen ja aus wie Bardock. Jo. Deswegen sieht es genauso aus wie er. Er sieht doch recht ähnlich, aber nein, in so einem Ort würde er sich niemals blicken lassen. Abgesehen davon ist er tot. Also. Das ist super Kakao zu bekommen. Du kriegst ihn auch jederzeit, bitte gib ihn mir. Nö, weil der braucht Mr. Boo. Und ganz ehrlich, wenn Mr. Boo nicht bekommt, was Mr. Boo will, dann macht Mr. Boo Haue Haue und du bist ziemlich tot. Tot. Also, der hat schon erkämpft selber. Ich noch ganz viel KP muss er zugeben. Da ist noch eine Melone-Platte, der hat sowieso nichts drauf. Ja, das heißt, das Super kam mehr, aber so super ist das Teil gar nicht. Mal noch ein bisschen nachlegen. Der Körper-Crush, ne? Nein, ich habe keine Crushs auf euch. Lass mich in Ruhe. Oh, geht gar nicht, ich habe keinen Key. Haha. Und er geht ein bisschen auf den Sack hier. Bei vielen Gegnern nicht verzagen, sondern Energiestrahl fragen. Da vernehmen. Nee, hier wird nichts überschallt. Baue werden ab. Und dann auf ein neues, Freunde. Ich weiß, es kann auch ein Super Saiyan werden, aber bei denen, bitte. Und davon finde ich es irgendwie echt ein bisschen schräg, bei, ja, mit dem Outfit von Son Goku als Super Saiyan zu werden. Das erinnert mich ein bisschen zu sehr an Dragon Ball GT. Beziehungsweise an Dragon Ball Final Bout. Dragon Ball GT Final Bout war, glaube ich, sogar im Original. Ich hoffe nur, dass Dragon Ball Super Manga in eine ähnliche Richtung gehen wird. Aber eben, wir haben noch den Anime Dragon Ball Daima, der in verlaufenden Jahren noch kommen soll. Und ich bin echt gespannt, wie das Ganze so laufen wird. Ne? Wie jetzt Dragon Ball Super. Ja,
endet das quasi hier an der Stelle, wo Son Goku ja dann, ja, eigentlich das Ende von Dragon Ball Z stattfindet, sagen wir so. Oder geht es nach weiter, oder gibt es dann eine neue Story, auch Manga-mäßig, wird da immer quasi im Manga überhaupt abgebildet, das ist Anime Online, so wie Dragon Ball GT damals. Und wird vielleicht die Story nach diesem Ende von Dragon Ball Z, wird das vielleicht nochmal in einer anderen Form weitergeführt. Also in einem Dragon Ball Super Manga, in einem anderen Dragon Ball Manga. Könnte tatsächlich irgendwie in Richtung Dragon Ball GT oder so gehen, nur halt Manga-mäßig und ja, halt noch ein bisschen anders. Wir lassen uns überraschen. Vom Manga her Potenzial ist noch genug, war mit dem Ganzen, was dann noch übrig ist. Oder Dinge, die noch nicht richtig abgeklärt wurden. So, das war's. Du bist wirklich ein Saiyajin, Mann. Super Kakao, Mann. Was, man so sehr, sie geben mir was ab? Ja, vielleicht. Gehen wir. Okay, wollte gerade hier bleiben, damit ich gerade noch die Quest mit Dende machen kann, aber machen wir das halt später. Wir gehen hier hin. Son Goku sucht nach stärkeren Gegnern, nimmt kein Ende. Ja, das ist wie bei Dragon Ball Super. So ähnlich zumindest. Ich hoffe einfach, wenn es irgendwie mit Dragon Ball Super oder einer ähnlichen Story nach dem Ende von Dragon Ball Z weitergehen sollte, dass sie halt die Geschichte mit Up besser erzählen, als Dragon Ball GT das gemacht hat. Klar, bei GT war es halt so, bis mit dem Kampf gegen Baby, war die Erzählung von Up fand ich jetzt nicht so verkehrt. Aber was man danach mit Up gemacht hat, das war einfach, sorry. Klar, so ein Goku muss nur der Größe sein und so weiter und so fort, aber das war wirklich so ein Punkt, wo ich sage, nee, sorry, liebe Entwickler sage ich schon, lieber Schreiber und Designer, nein, Animateur, wie auch immer, liebe Köpfe in dem Ganzen, das habt ihr leider Gottes falsch gemacht. Hätte auch ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen sollen. Weil ich meine, Charaktere einführen, die erst super stark sind und dann im nächsten Kampf halt wieder schwach daherkommen. Also haben wir bei Dragon Ball Z, Dragon Ball Super und so, das hat mir schon immer zu Genüge. Das musste ich nochmal sein. So, Mr. Sata, Mr. Boo. Boo, hier kommt der Super Boo. Das ist großartig. Wer ist der da? Mit kein geringerer als der unvergleichliche Koch Melone. Koch Melone? Kann ich essen? Ja. Dann zum zweiten. Buh, kann nicht warten. Nicht dein Ernst, jetzt wird er doch noch böse. Buh hat Hunger, Buh will Schokolade. Ein Kampf gegen Buh, das wird spannend. Ich habe schon mal erwähnt, dass ja... Ich habe mal irgendwas gelesen, dass Son Goku zu dem Zeitpunkt hier... Klar, es ist das Ende von Dragon Ball Z und so. Das ja auch. Eben sind ja 10 Jahre vergangen, im Kampf gegen den bösen Buh. Son Goku soll ja, glaube nicht hier, aber glaube bei Dragon Ball GT ist es zu Beginn weg, dass der... Ich bin mir ganz sicher, ob es wirklich der erwachsene Son Goku war. Oder Son Goku als Kind, als Super Saiyajin. Auf alle Fälle einer von beiden soll damals so stark gewesen sein, wie Son Goku als dreifacher Super Saiyajin im Kampf gegen den bösen Buh. Und das wäre schon krass, wa? Gut, jetzt im Verlauf von Dragon Ball Super ist es nicht mehr so krass, wenn man sich die Story überlegt. Da kann es durchaus sein, dass Son Goku dann so stark wurde. Und man
Dragon Ball Super weggelesen, aber sagt, ja, Son Goku hat 10 Jahre lang trainiert. Und im Fall von Dragon Ball geht noch länger. Weil der gute Bu ja auch schwächer war als der böse Bu, ne? Muss ich nachzugeben. Ach komm, weißt du was, ich mach's trotzdem. Normaler Super Saiyan, der darf schon sein. Da hat mir das Vegeta besser gefallen, da kann ich jetzt noch was machen. Bambu, kannst du bitte mal stehen bleiben? Treff dich ja kaum, Alter. Den guten Bu ein bisschen vermöbeln. Du, 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 du. Du, 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 du. Das bringt ja nix. Oh, Entschuldigung, ich muss sogar niesen. Das ist natürlich ein guter Zeitpunkt. So, wir haben Bu gleich. Abgesehen von Dragon Ball Super und so, müssen wir uns natürlich jetzt wieder auf die Story hier fokussieren. Und die Frage stellen, hey, wie könnte Dragon Ball Z Kakarot weitergehen, falls noch was kommen würde? Und da wir jetzt schon mal diesen DLC hier haben, mit dem Ende von Dragon Ball Z, wo wir offenbar ja keine Rücksicht auf die Ereignisse aus Dragon Ball Super genommen haben. Was natürlich sein könnte, ist, dass noch die Filme dazukommen als DLCs. Also irgendwie mit Fusion oder Janemba oder Poli wäre eine gute Variante. Aber Alter, macht der Damage. Wobei ich gerade sagen wollte, eigentlich denke ich mir da eher so in Richtung Dragon Ball GT tatsächlich. Wäre auch so eine, sagen wir jetzt mal, logische Konsequenz, was es kommen könnte. Nein, ich bin doch ausgewichen. Ach Mensch, Son Goku. Also ein Megaschlag macht Damage, ey. Gut, ja, dafür kann man eigentlich relativ easy ausweichen, stimmt ja. So, nein, Loch. Junge, Junge. Kein Level Up? Alter, das war Bu. Meine Güte, du bist ziemlich stark, Bu. Das ist unterhaltsam, aber Bu hat Hunger. Die Schokolade kommt sofort.
すまんね。 Ganz gegessen. Sehr gut. Bu glauben, das ist sogar noch besser als sonst. Dank Kochmelone. Das ist doch keine Überraschung. あばよ Tja. See you later, Alligator. すまんね。 Viel Spaß zusammen. Wenn so wirklich. おい Morgen will Bu Kekse. Kekse? Jetzt machen wir halblang. Deluxe Butter und Deluxe Milch für Deluxe Kekse. Na super. Ihr sagt, er braucht Hilfe, ein Problem mit Bu. Ja, wer hat die nicht, wahr? Level up! Wisst ihr was, Leute? Ich habe es vorhin angekündigt und ich mache das sogar jetzt. Wir beenden an der Stelle schon mal die Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Son Gokus nächstes Abenteuer. Oder nächste Reise, besser gesagt. Weitere Sidequests warten auf uns. Die Extra-Store warten noch auf uns. Und natürlich müssen wir noch ein bisschen updaten und so. Also ein bisschen trainieren. Hier und da. Wird auch noch sein. 大したやつじゃなさそうだ Würde ich auch sagen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und bye bye.